Heute führe ich ein Interview mit Marco Hofheinz. Er ist Theologieprofessor in Hannover. Wie kann jemand, der sich freiwillig in der Kirche engagiert, selber Kirchgemeindeaufbau betreiben? Im Vortrag hast du erwähnt, man kann sich engagieren für Jugendliche oder man könnte einen Chor gründen und mit Jugendlichen und mit Erwachsenen singen. Kannst du das bitte noch ein bisschen präzisieren? Ja, wie du sagst, die Möglichkeiten sind vielfältig. Man muss es machen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Auch teilweise gegen pastoralen Widerstand. Mir ist es so ergangen, in meiner eigenen Tätigkeit noch als Gemeindepfarrer hier zu unterstützen, Jugendlichen etwas zuzumuten und zu sagen, möchtest du das nicht machen? Und bei meinen Kindern ist es so gewesen, dass sie sich engagiert haben. Und insofern, das ist eine der ganz wichtigen pastoralen Aufgaben, Menschen Mut zuzusprechen, sich zu engagieren und in die Jugendarbeit hineinzugehen. Da tut man sehr, sehr viel für die Gemeindearbeit. Wie kann eine Pfarrerin oder ein Pfarrer Kirchgemeindeaufbau betreiben? Hast du Tipps und Tricks? Die alles entscheidende Sache ist, das hört sich erstmal ein bisschen old-fashioned an, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Auferbauung der Gemeinde ist immer zurückgebunden an die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wenn wir zurückschauen in die Kirchengeschichte, alle Aufbruchsbewegungen in der Kirchengeschichte waren Bibelbewegungen. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist das Zentrum, ist der Motor des Gemeindeaufbaus. Und das muss ich, glaube ich, auch in unserer pfarramtlichen Wirklichkeit widerspiegeln, dass wir Zeit genug bekommen, Möglichkeiten, uns zu konzentrieren auf die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, dass wir da auch Freude dran verspüren und zu erkennen geben, dass diese Beschäftigung ein ästhetischer, ja bis in die Ästhetik hinein eine geschmackvolle, eine gewinnbringende, eine uns erfüllende Sache ist. In einer Kirchgemeinde hast du einmal eine Neuerung eingeführt. Die Kirchgemeinde war sich gewohnt, eine 10-minütige Predigt zu hören. Du hast aber daraus eine 20-minütige Predigt gemacht und jeweils die Bibel erklärt, die Bibel ausgelegt. Welche Rückmeldungen hast du erhalten von der Kirchgemeinde? Ja, man war zuerst einmal befremdet und sagte, du kommst ja aus dem Paralleluniversum. Und dann, aber beim zweiten und dritten Mal wusste die Gemeinde, Marco kommt. Das heißt 20 Minuten Predigt. Aber nicht nur die Zeit ist das Entscheidende, sondern wie ich diese 20 Minuten gestalte. Und das hat man mir, glaube ich, abgespürt. Die Ernsthaftigkeit der Beschäftigung, das Ringen mit dem Wort Gottes. Und das ist das auch eine authentische Sache ist. Und ich glaube, da hat die Gemeinde und da haben Laien ein sehr, sehr sensibles Gespür für, ob es jemand ernst meint und dahinter steht. Und so dass das nach den 2-3 Malen, in denen ich das dann wiederholt hatte, die Rückmeldung kam, ja, wir wollen mehr davon haben, bleib bitte dabei und verkürze es nicht in 10-Minuten-Formate. Lieber Marco, vielen Dank für dieses Kurzinterview. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter an Interessierte und abonniere meinen YouTube-Kanal @michael-freiburghaus. Ich wünsche uns allen Gottes Segen.